Gude Abend, ihr Leute. Heute gibt's eine neue Runde Bloodborne. Ähm, wir haben, ich glaube, die letzte Woche am Montag angefangen und, also, ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, aber es gibt so ein paar Aspekte, ich sage mal, die finde ich zumindest mal merkwürdig oder also, zum Beispiel kann man scheinbar erst relativ spät aufleveln oder spät ist relativ, aber na ja. Und ich finde, es gibt auch relativ wenig so Ställe, wo man also quasi Leuchtfeuer. Das muss ich irgendwie sagen. Und dann also, ich habe jetzt irgendwie so bestimmt die Anzahl an ich weiß nicht so genau, was ist, Blutopfer oder Seele oder was, ja? 4.500, könnte man bestimmt ein paar Level machen, aber ich kann hier noch nicht leveln. Und es sieht irgendwie schon auch 'n bisschen komisch aus, ne? Also, wenn man sich die Waffe hier anguckt, die wabert irgendwie so. Also, es wäre, als überall irgendwie Weichzeichner drüber. Na ja, ja, ich hocke jetzt hier übrigens und han eine mehr oder weniger schwere Entscheidung zu treffen, weil man könnte natürlich theoretisch hier runtergehen. Man muss aber natürlich sagen, das sieht wie Fall aus. Ja, habe ich wieder recht gehabt, ne? Guck mal, das sind alles Gegner, die mir an de Krake wolle. Das finde ich sehr unsozial von denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn man jetzt ein paar Cocktails ja gut, doch Molotow-Cocktails hätte, ne? Dann also, ein paar mehr als 2 wollte ich damit sagen. Dann könnte man die hier runterwerfen und hoffe, dass die Trottel dadurch kaputt gehen. Aber ich weiß natürlich schon überhaupt nicht mehr, wie man überhaupt so 'n Ding schmeißt. War das Dreieck? Ne. Ne, ne. Nicht runterfalle. Nein, nicht runterfalle war die Aussage. Ja, ich weiß doch gar nicht, wie es geht. X, schnell hoch. Herz ja, Herzinfarkt. Das passt mir jetzt halt nicht, weil jetzt wieder nicht alle gar schön auf einem Haufen sind. Aber die scheinen ja schon eigentlich eher so ziemlich nah aneinander zu als jetzt was ist. Das ist schwerer Angriff. Ne, diese und so tun wir das Ding ausfahren. Hm. Ach du Scheiße. Wow. Also, ich musste jetzt echt grad noch irgendwie rumkommen. Stark. Diesmal die schon relativ gut gerade, ne? Ah, aber ich verstehe jetzt die Anzeige da oben etwas besser. Und zwar ist sie dann so ein hellroter und dann ist so dunkelroter Bereich, ne? Und der hellrote, der sieht quasi wieder, das ist der Teil, der sich wieder regeneriert. Stark. Wow, sehr gut. Könnte mal irgendwie Rolle oder wie? Nein, jetzt habe ich aus Versehen rausgefunden, wo man den Molotow-Cocktail wieder. Ah, Kreis war das. Das ist schon irgendwie interessant, ne, wie man quasi so nur knapp 7 Tage Spiele überhaupt, also gar nichts mehr weiß.
Null. Warum müssen du eigentlich so gut umbuchteln? Nee. Die Laterne vorne, ne? Sieht ja auch so aus, als würde du irgendwie ein Kerl hocken, der jetzt Laterne runterhält. Naja. Wir müssen halt da hinten eigentlich auch noch lang gehen. Das war glaube ich, dort hinten, wo die ganze Ratte war. Kann das sein? Ach guck mal, hier kann man hochgehen. Aber wir gehen zuerst mal weiter. Da gehen wir erst hoch. Wir könnten natürlich zuerst hochgehen, gucken, also verschaffen uns von weiter oben ein kleiner Überblick. Und dann schauen wir uns an, war ich dort schon mal? Wir können aber jetzt hier zumindest mal runter gucken, was uns da drinnen erwartet, ne? Guck mal, hier liegen Tote. Kann ich die an? Nee. Oh, das scheint doch gar gerade zu sein, oder? Kann ich hier quasi einfach hingehen, ohne dass irgendwie... War hier nicht irgendwo, da war gleich da irgendwo noch so mal hingehen konnte. Hier bin ich quasi hergekommen. Ich habe von offen jetzt... Ach du... War so die... Also hier hinten habe ich jetzt zumindest okay, schnell Gefühl gehabt. Allerdings muss man sagen, dass es von hier unten auch relativ groß los. Irgendwas hört sich hier gerade nicht geil an. Ja, du Owe, sind nämlich 8 Ratte. Jetzt stellt sich nur die Frage, kommen die hier runter gehüpft oder nicht? Und gibt es auch eine Möglichkeit quasi von Owe? Vielleicht muss ich mich da dann irgendwo runterfallen lassen. Also wäre mir tatsächlich lieber, ich würde mich da von oben runterfallen lassen, würde dann zuerst mal versuchen, von den Ratte ein paar kaputt zu machen, weil ich irgendwie Schiss habe, dass die dann hinter mir quasi runterspringen oder so. Aber wo wären das dann? Wäre das dann hier? Ist doch bestimmt da irgendwo noch ein Lader, ne? So, jetzt ist die nächste Frage, kenne die Ratte was? Du bist die Rat nicht. Es ist aber immer nur E-Rad. Ne, es sind 2 Rate, es sind 2 Rate. Stopp! Ja, jetzt komme ich aber nicht auf die andere Seite, ne? Alter, das sind sogar 3.
Zack. Zack. Weil man sagen muss, jetzt sind sie alle gerade ohne, so richtig geil ist das auch nicht. So, und jetzt werde hier nämlich auch noch Ratte. Und hoffen wir mal, dass die auch nicht besser sind. Ah, sind sie nicht. Jetzt laufen wir raus, gehe die Leiter hoch, lasse uns auf der anderen Seite runterfallen für das Item hier in zu sammeln, weil ich weiß natürlich nicht, ob man das gebrauchen kann. Man konnte auch irgendwie rennen, glaube ich. Das war das gleiche wie... Ja. Guck mal, der tut jetzt merklich schneller die Leiter hochgehen. Das muss man dem Spiel jetzt lassen. Ist bei den anderen, oder was ist bei den anderen jetzt, zumindest bei Dark Souls 1, war ich mal nie sicher, geht er jetzt eigentlich wirklich schneller oder ist das eigentlich eher nicht schneller? Da gibt es doch bestimmt auch noch ein eleganterer Weg runter, als ich so dumme runterfalle zu lassen. Jetzt müssen wir uns aber kurz noch muss sammeln. Da haben wir das hin schon. Ist das quasi die Sackgasse gewesen? Nee. Nee. Nee, jetzt ist er auch nicht. Doch, hier waren wir schon mal. Aber hier ist hier noch ein Item auf dem eine Balge. Da sollten wir vielleicht auch mal noch gucken, ob wir da irgendwie dran kommen. Oh nee. Das ist vielleicht tatsächlich ungünstig Lederfell. Wo war denn die Anne? Wo war das andere? Da ist nicht durch diese Zwischenebene. Besser, aber ich komme nicht nur links jetzt, ne? Hier irgendwo Brick, ja hier so Brick, kennt man gleich. Anders sein. Ja, kommt noch schon ein bisschen weiter. Jetzt hatte ich aber noch irgendwo so ein paar Fischeljackets, die. Aha. So. Guck mal, das ist hier quasi dort, wo es rot ist. Gut. Ja, dann geht's jetzt, glaube ich, für ohne weiter. Zumindest hätte ich jetzt eigentlich gesagt, haben wir da oben jetzt erstmal alles erledigt. Ich war übrigens gar nicht so falsch mit, es sieht so aus, als wäre das so kalt, der das hält, ne? Das ist schon so. Ja. Ah. Ach Gott, oh, ai. Also erstmal die Uni, die 2 Helden. Das war nicht so gedacht, wenn ich ehrlich bin. Durch die Kotze, ja. Ja, uff. Da haben die Kurle, ne? Die Mario. Ach, das ist ein Trick. Nimmst du das jetzt in der Luft bleiben? Danke.
Also mit der Energie zurückbekomme, ist natürlich schon eigentlich wieder ganz geil, muss man sagen. Aber du musst dann halt auch quasi durchziehen, ne? Also darfst dann, wenn du getroffen wärst, dann nicht abhauen. Und so, ich hau ab und nehme Special, sondern dann musst du halt quasi immer durchziehen. Boah, wie war der weggeflogen, hä? Den haben wir gehabt. Ah ja, hier ist auch noch einer. Warte mal, links, rechts gucken, nicht, dass du kleiner einer aus der Ecke rauskommst. Stark, Junge, stark. Jawohl. Aua. $56 gäbe die lohnt sich ja eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, eigentlich ist, also was ist ja eigentlich, aber was halt jetzt mit der Scheiße ist, bekommt ihr dann irgendwann früher oder später ein Bossgegner? Bekommt jetzt irgendwann eine Bossgegner. Ne? Und dann kriege ich wahrscheinlich vor dem Bossgegner quasi noch nicht immer meine ganze Seele in Sicherheit. Okay, wie bin ich jetzt hier? War ich hier schon mal? Glaube nicht. Das ist der Aufzug. Da ist doch cool, oder? Wollt die da jetzt über mich drüber gleich? Naja, wir gehen sie erstmal den Aufzug bemühen und gucken mal, ob der vielleicht irgendwo rauskommt, wo quasi so Leuchtfeuer ist. Und der Hauptpunkt, dass wenn man sterbe, mir schneller wieder zurückkomme. Warte, du war ich schon mal. Du war irgendwo Leuchtfeuer. Ich weiß nur leider nicht so hundertprozentig wo. War das hier durch den Raum durch? Also ich würde mich jetzt tatsächlich nicht wollen, du an das Leuchtfeuer dran hocke. Sondern ich will eigentlich einfach nur mal kurz gucken, wo das ist, damit ich den Weg noch parat habe. Und hier könnte das sein, oder? Genau, hier ist das Teil. So, dann gehen wir da runter. Weiter runter. Durch die Boot durch. Kann ich aber vergessen, wo ich herkomme. Der Aufzug war hier irgendwo links unten, oder? Hier, ne? Hier, okay. Naja gut, das wird mir wahrscheinlich irgendwie finden können dann. Ey, wenn das Ding jetzt nicht funktioniert hätte, da hätte ich aber beantragt. Ist das eigentlich gewollt, dass das Ding so aussieht, oder bin ich irgendwie dreckig und nass? Schon so ein bisschen aus wie so Wachs, also wie so Wachsfiguren, ne? So, jetzt wäre ich. Ah, jetzt. Also die Kugel sieht schon so aus, als kämen die da jetzt so runtergerollt, ne? Und vor allem ist die Frage, machen wir jetzt zuerst ohne die Großrad? Oder gehen wir zuerst die Kugel? Wow, 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 was ist denn jetzt kaputt? Schreck mich doch nicht so, du Drecksvieh, ey. Wo kommt das überhaupt her? Ich glaube, die hat noch oben irgendwo drauf gehockt, ne? Komm da runter. Nein, bleib.
kommt das an? Eher aus dem Schwein als ich sehe nichts, wo bin ich? Ah. War Nilpferd, glaube ich. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass der jetzt angehupst kommt, weil, wie ich vorhin da gestanden habe, ist er ja auch nicht angehupst gekommen. Wir können uns aber, ach okay, Molotow-Cocktails jetzt kaufen, weil wir jetzt keine Währung haben. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Kack hier heißt. Irgendwas mit Blut. Oh, oh, shit. Nee. An den habe ich jetzt so nicht gedacht. Stopp, ich sehe nichts. Wo bin ich? Ich will den anvisieren. Warum kann ich den nicht anvisieren? Ich kann ihn nicht anvisieren. Was war das dann jetzt wieder für eine Rotze, ey? Ein schwerer komplette Überblick verloren. Ich glaube, hier sind wir reingegangen. Ne? Es ist hoffnungslos. Ich muss leben. Bitte Gott. Aber dann das Item die ganze Zeit versieren. Hallo, Igel, Christoph. War ich hier oben eigentlich, Homo? Guck mal, jetzt noch Eis drin. Ihr Monster! Guck mal, ich kann den Anerdo in der Ecke, den kann ich wieder nicht anvisieren. Warum geht das nicht? Verdammter Fluch! Ihr seid verflucht! Jo, bei mir ist so eigentlich alles gut. Kämpft mich hier gerade durch Plattform durch. Ah ja, mit oben will ich glaube ich irgendwann mal herkommen. Und zusätzlich kämpfe ich mit der Controllersteuerung. Aber ansonsten ist alles klar. Bei dir auch alles klar. Und hier geht's glaube ich runter. Genau, hier sind wir lang gegangen. Und dann sind wir da vorne links runter. Das waren aber glaube ich zwei Gegner. So zwei dicke Gegner, meine ich. Ja, und ich habe keine Molotow-Cocktails mehr. Hast du Bloodborne schon gespielt? Nein! Weg! Gebt mir doch mal so Molotow-Cocktail. Also ich spiele das ja das erste Mal. Ich meine, grundsätzlich finde ich das Setting und alles wird eigentlich auch ganz gut. Aber an mancher Stelle ist es cool. Zum Beispiel
dass es scheinbar relativ lang dauert, bis man mal aufleveln kann. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. War hinter uns bei der Radfahrt irgendwelche Gegner? Warte mal. Okay, da war doch irgendwo noch ein Lader, genau. Das ist aber ordentlich. Ah ja, jetzt sind wir wieder alle Gegner drin. Also ich hab... Wow, was geht jetzt ab? Ah, da ist ein Logger, ey. Ja, Reparierung. Oh, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Ah, jetzt habe ich das Zeug wieder eingesammelt. Gut. Also ich habe im Elden Ring habe ich so knapp 500 Stunden. Aber das ist ja 8. Also gut, ich kann nicht beurteilen, ob es größer ist, aber ich denke in Smo, weil es hier Open World und so schon relativ groß gewesen. Und dann hier 1000 Stunden, denke ich dann schon ordentlich. Die haben ich aber auch das Grieche schon mal gemacht. Aua. So. Ist jetzt nach wie vor die Frage, was machen wir hier mit dem Nilpferd? So, aber hinter uns ist er schon mal geklärt. Ja, stark. Kannst du nicht einfach mal gerade ausschießen. Gehen wir da mal ein bisschen hoch. Das ist ja ein Schwein, genau, Wildschwein drin, ne? Ah jo, durch die Wand durch. So können wir so. Cool. Da macht er auch scheinbar. Und jetzt guckt der so hoch, weil es so Habba gibt, oder was? Ist aber. Aua. Das ist geil. Nein! Ah, ich kann auch wieder das Heilding nimmt. Aber jetzt, ja, jetzt habe ich auch gar kein Molotow-Cocktails mehr. Aber die mal echt brutal schade geht, das Vieh. Ja, jetzt muss ich aber, glaube ich, irgendwie zuerst noch immer so Blutkram kriege oder was, also Währung, damit ich mal irgendwo so Dinger kaufen kann. Die Stadt ist am Ende! Ich weiß halt auch nicht, was so Molotow-Cocktail kostet. Sonst könnte man ja theoretisch bis ich nur dann 2, 3 habe, das wäre schon ganz geil, muss man sagen.
Nein, weg. Weg. Ah. Ey, das ist so scheiße. Vor allem, warum rollt der nicht, wenn der Lock-on ist? Ihm immer der Scheiß zu der Seite gehupset, do. Ja, da, wo ich das kaufen kann, weiß ich, aber ich weiß nicht, was es kostet. Also jetzt, unabhängig davon, dass ich jetzt für meine ganze Seele oder was auch immer wieder verloren habe. Guck mal, jetzt hat er jo so komisch klimmende Aue. Und dann ist der irgendwie krasser oder was, weil er gegen mich gewonnen hat, oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Dieses Netmo, wenn man so im richtigen Zeit, also wenn der am Angreifen ist und ich quasi schieße, dass er dann irgendwie gestaggert wird. Eigentlich nichts davon. Plan. Von mir aus kann er die 48 Blutechos behalten. Ach, es war 200. Ein paar zerquetscht, 206 oder so. Damo, was sind dann das eigentlich für Schläge, die machen? Die renken sich das ganze Kreuz aus, um mich zu treffen. Ja gut, mit 254 könnte man ja vielleicht... Aua. Schlag doch! Nee, was machst du dann? Was war... Warum muss man auf die Schultertaste hauen und nicht hier auf ein Viereck oder so? Das wäre viel angenehmer. Die Ladezeiten sind aber schon relativ lang, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt das an meiner Performante PS4. Aber normalerweise ist jetzt der PS5-Spiel, müsste dann eigentlich von Ladezeit her und so ganz gut funktionieren. Verdammter Fluch! Macht eure Haube schade so cool, ne? Der braucht halt, ach, finde ich so lang. Wow, jetzt kommt der Anne auch noch. Der braucht halt, ach, so lang, um er nach dem Schlag dann in die Ausweichrolle überzugehen. Nein. Weg. Ich hasse abgrundtief die Controllersteuerung. Und warum? Ja, ist klar. Und warum? Also das nächste, das was einfach nicht meinen Kopf will. Wenn ich den schwere aufgeladenen Angriff mache, wird er kurz gestaggert. Wenn ich aber den darauf folgenden, also gedrehte Schlag von oben mache, und dann ist er nicht gestaggert. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Kurle. Ach, hier schade. Die sind halt wahrscheinlich auch einfach nur zum Carry, du. Aber das funktioniert bei denen auch irgendwie nicht. Ach doch, jetzt funktioniert's. Muss mich also erst treffen lassen, oder was? Aber was ist das dann auch für Angriffsset? Welche, das ist wieder so der Rage-Modus, wenn sie 20 Schläge hintereinander machen, wo du überhaupt keine Chance hast. Jedes Mal, wenn du getroffen wirst, wärst du gestaggert, kannst nicht ausweichen und nix. Wenn die Ladezeit nicht so lang wäre. Da wäre der Tod halb so schlimm. Kennt noch so scheiß Blutfiole fallen lassen. So, guck mal, ich kann die doch aber auch hier öffnen, mein Blut. Ja. Habe ich jetzt nicht getroffen, oder was? Was ist da jetzt? Warum ist der jetzt nicht gestaggert? Wieder nicht. Ach, haut ab. Halt echt besser. Du machst dir eine doppelte schwere Angriff und du halt nicht den Folgeangriff machen, ne? Ach geil, ne? Die ganze Zeit läuft der mir nicht hinterher da hoch und jetzt schon. Ah, wenigstens 2 Blutverlierer. Und noch einmal 2. Immerhin. Ach so, wir brauchen aber... Dann gehen wir mal zurück ans Leuchtfeuer und gehen mal in den Traum und gucken mal, ob wir dort noch so ein paar Molotow-Cocktails graben können. Also 2 Stück bräuchte man fürs Wildschwein oder was das ist. Wäre halt geil, wenn man da noch ein paar mehr hätte, für die noch gleich mit. Aber wahrscheinlich kostet so ein Molotow-Cocktail ja auch mehr wie 50. Bei 100 oder so wahrscheinlich, weil ich mir so nichts leisten kann. Gegenstand verkaufen. Man könnte natürlich auch mal gucken, was man hier so verkaufen kann. Ja, komm, wir gucken zuerst mal, was so ein Ding kostet. 180. Die Wure. Kann ich mir nur 2 leisten. Ne? Da steht hier, Kaltblut, Tau ist hier für Gedöns do. Boah, wer ist denn da? Du mal hier halt immer so ein paar. Jo, warte mit. Gegenstand erlangen. Das kennen wir da nämlich noch mehr Kabel. Müssten wir nur noch mal kurz klären, wo wir gerade eben waren. Wahrscheinlich da, ne? Also die Wartezeiten kommen mir echt lang vor. Also wenn ich jetzt so, davor habe ich schon Dark Souls 1 gespielt. Hätte ich jetzt da die Ware schon. Also das war jetzt so eigentlich nicht geplant.
Warum ist dann jetzt eigentlich dieser Molotow-Cocktail-Kram nicht mehr ausgerüstet? War mal eine Uhr, die beim... Wenn ich das quasi dann das Ziel... Wenn ich das Ziel mit diesem Öltöpfchen beschmeiße oder was und dann haut der Molotow-Cocktail noch mehr oder was? Ja, kennt ihr jetzt nicht vielleicht ein bisschen... Müssen die jetzt parallel laufen? Ich will die nicht beide auf einmal haben. Jetzt einer reicht. Genau so, Kollege. Komm. Wo schmeißt man was? Hier, ne? So. Oder wer? Ja, Kameraführung aus der Hölle. Gut, es hätte vielleicht gereicht, wenn ich den anderen Angriff hinterher gemacht hätte, ne? Aber es war mir jetzt ein bisschen zu riskant. Ja, jo, du war 1 Zentimeter zu kurz. Bleib doch jetzt mal stehen. Kann der mal ein kleines bisschen schneller schlagen? Gut. Ja Gott, soweit waren wir schon mal, ne? Also Aufzug runter, dann gehen wir zum Nilpferd. Da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Weil jetzt sind ja wieder alle Gegner da, dann tun die uns wieder alle ganz Kreuz fallen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, die Hosenträger benutzt man quasi, also die Hosen tragen. Das hier ist jetzt auch nur quasi ein Stilmittel. Wobei früher, weiß man so, zu welcher Jahreszahl das spielt? Irgendwie sind mir das ja auch wieder alles viel zu viel Gegner auf Amo. Ich habe halt jetzt keinen Bock, dass ich die anderen 2 kämpfe und sie mir dann von oben auf den Kopf gehupst kommen. Aber genau so ist es hier geplant. Und die haben halt jetzt auch Hölle Tempo drauf. Wie sieht es da oben aus? Ja, das kann ich so langsam antreiben. Nur ein bisschen komme. Ajo. Alter, greif doch mal an jetzt. Kommt jetzt der andere schon angelaufen? Nee. Ich dachte, ich eben was gehört. So, jetzt bräuchte man aber schon irgendwie ein bisschen voll Energie, weil jetzt ist ein bisschen Ringhaue wie sonst was. Kann man den so ein bisschen hier vorlocken?
Man könnte natürlich, ach, den schon mal anvisiere. Ich weiß halt jetzt nicht so genau, wie weit der schmeißen kann. Oh ja, jetzt kommt er. So. Jetzt warten wir, bis er mit seinem Arsch wieder hinwackelt. Und vielleicht, aber nur vielleicht, nicht getroffen, Scheißdreck do. Der trifft aber. Ha! Was ist er? Ja, das war bestimmt auch nicht der Einzige, der da unten unterwegs ist. Ne? Wenn wir einer sind, sind noch zwei. Okay. Jetzt ist die Sackgasse und es geht wieder einfach zurück. Ne, guck, hier geht's auch noch irgendwie raus. Könnte man theoretisch runterfallen. Frage ist, will man das? Da muss ich tendiere zu nein. So, wie sieht's hier aus? Ah, hier ist noch ein Leder. Es wäre jetzt cool, wenn man hinter der Kugel rauskäme. Das könnte schon so grob die Richtung sind von der Kugel, oder? Kann man hier irgendwie ein bisschen runter gucken? Ah ja, guck, hier ist die Treppe. Ja, genau. Das ist doch schon mal ganz geil. Aber das ist schon mal gut. Die Kohle ist fort. Also sagen wir mal so, das ist jetzt besser Ausgang, wie ich gedacht habe. Fand ich jetzt eigentlich ganz gut, wie es gelaufen ist. Nur die Frage, soll man die da unten einfach leben lassen und ignoriere? Ja, aber wenn man jetzt hier kein Shortcut freischalten kann, ne? Ist nur noch einer in der Ecke? Nee, ne? Alter, nein! Nein! Weg! Alter, warum springt der da? Warum? Der wird von jedem Scheiß gesteggert. Und warum hallen die so viel aus? Und höchstwahrscheinlich ist es hier so, jetzt ist hier der ganze Scheiß wieder da. Die Rad oder das Nilpferd oder was es ist. Dann, hoffe der Anne mit seiner scheiß Kurre. Oh, Alter. Locker. Ah ne, wir hatten doch gesagt, das wollen wir nicht mehr. Ah, jo. Jetzt tut er die Treppe verdingen sie. Ah, jo, jetzt haut er wieder vorbei. Herrgott.
Vielleicht müsste ich auch irgendwie mehr, also quasi nur Pfanne dodge, dass er dann quasi so hinter die springt. Oder seitlich. Aber seitlich habe ich öfters das Gefühl, dass ich mich dann trotzdem treffe, weil die alle gar so, also wenn Kate 360 Grad schlacht, dann mindestens 180 Grad schlacht. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das Münzpferd wieder durch ist, aber ich bin mir bei meinem Glück eigentlich relativ klar, dass ja. Können wir mal gucken. Ja, das Kurl ist auch wieder da, geil. Wo? Ah jo, das Nilpferd ist auch wieder da. Ah. Ja, mit drin. Wir sind jetzt nicht riesig. Geil. Ja, bin ich voll. Ich muss einfach sagen, der Schade, den ich hier mache, der ist schon extrem aufwendig. Also wenn ihr jetzt mal überlegt, dass man jetzt für die kleine Hutzebrut-Gegner da, wenn ich jetzt normaler Angriff mache, guck mal, der zieht Zentimeter ab, du brauchst jetzt 10 Schläge für so Gegner. Ja, tot. Eine komische, hässliche, ah, jo. Atem hat er diesmal nicht rausgehauen. Naja, wenigstens gehen wir über den Weg noch ein paar Blutfiguren. So, hier war Cake-Gegner, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ging es hier die Leiter hoch. Gut, jetzt, man hätte natürlich den 2 Gegner da oben so einen Molotow-Cocktail ins Kreuz schmeißen können. Man könnte aber natürlich auch einfach hoffen, also links an denen vorbeischleiche, hoffe, dass sie uns nicht merken. So, eben hat er doch so mir nichts, dir nichts die Kugel runtergeschmissen. Hier drüben! Ah jo, ich leide auf dem Boden, was soll ich denn machen jetzt? Bring weg. So. Wow. Der ist doch eigentlich ganz gut. Seid verflucht! Ah jo, kommen sie schon angehupst. Jetzt lassen wir doch mal Ruhe. Ich bin hier friedlich am Welterkunde und am Loote und dann kommen ja doch alle gar angehupst, als gäbe es kein Molino.
Jawohl! Eisengründe Schädel gespalten. Geil. Jetzt war du aber noch einer, ne? Jetzt weiß ich nicht, war der dann noch schlimmer, weil eben war es irgendwie, weiß nicht. Die waren beide nicht geil irgendwie. So gefühlt. Ah, jo, schön mit seinem Stäbchen, wo er dann Reichweite hat. Stark. Das ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Theoretisch ist die Mechanik ja geil, dass ich quasi dann Gegner hauen kann, um nochmal Energie zurückzubekommen. Aber praktisch, wenn dann die Gegner tot sind und können mit Dosen zum kaputt hauen, für Energie zurückzubekommen, dann ist halt auch wieder scheiße. Oder unbrauchbar. Das so sieht aber auch irgendwie blöd aus. Ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie eine Boss-Arena, aber da hätte ich eigentlich ganz gern vorher irgendwie nochmal so einen Shortcut zu so einem Save-Point gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier ist aber nichts, ne? In die Tür oder so shit. Also wenn jetzt der Kugelmeister hier kaputt wäre und kaputt bleiben würde, ne? Ach, guck, hier kann man ja noch Sachen looten, geil. Dann wäre das ja ach gar nicht so dramatisch. Dann kennt man ja hier quasi, ja, wir haben jetzt hier eben kaputt gemacht, kennt man da hochrennen. Einfach durch. Links, hinten, fertig. Aber so halt schon, nennen wir es mal unschön. Was halt auch geil wäre, ne, wenn man hier diese Särge, so die Kette, ne, wo man die Kette kaputt hauen könnte, dann wird die Tür aufgehen. Dann wird irgendwie Item rauskommen oder wie mir Gegner, wenn du den Gegner kaputt machst, dann Item. Oh, ich will hier nicht drin gehen, das sieht echt so Bossgegner-mäßig aus. Warum muss ich ein Recht haben? Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. Wenn uns fremd wäre, ganz gut, ne? Aua. Hey, ich spring doch weg. Wo bin ich dann? Der kann Arsch scheißen, ne? Hat irgendwie große Energie leisten. Warum er bleibt halt auch wieder überall hängen? Was ist das für ein Geruch? Hey, weg, weg!
Weg! Das süße Blut. Oh, es singt für mich. Warum macht denn dem seine Waffe eigentlich so viel mehr Schade als mein? So beschiss ist das doch. Oh, jetzt wird er die Waffe ausgefahren. Nein! Alter! Nein! Um euer wahres Gesicht zu zeigen. Oh, Shanky Bogey! Ah, Ständige nee, Jagd. das geht nicht. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Warum bin ich jetzt hier rausgekommen? Kann ich mir nicht durchschwitzen? Hallo, Guter, ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf. Und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen und eurem verwirrten Geist. Nun gut, die Echo lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Ja, und wie viel habe ich jetzt zum Aufleveln, hä? Ist doch scheiße. Warte mal, Lebt was ist denn das wohl, Tone guter eigentlich? Jäger. Möget Ah. Schalldämpfer, ah, lustig irgendwie, ne? Ja, gut. Jetzt kann ich zwar theoretisch... Muss ich die jetzt einzeln verwenden am Arsch? Da gehe ich doch hier in diese Verkabe. Aber ja, ich hab gar nicht so viel. Das ist nichts gekommen. Hatte ich nicht gestanden, 852 brauche ich für ein willkommen, Level. da was für... Nun gut, lasst mich... Lebt wohl. Hat er mein Knöpfchendruck nur unten nicht angenommen. Jetzt bin ich im falschen Gebiet. Vaseklicks sind die Ladezeit nicht so lang. So bin ich hier ruckzuck wieder zurück im Traum und an der neuen Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Wobei, ich könnte jetzt hier noch nicht mal sagen, ob die Ladezeiten bei Dark Souls 1 wirklich schneller sind. Weil da habe ich ja auch am PC gespielt und hier spiele ich ja an der Playstation. Vielleicht wäre die auf der Playstation genauso lang gewesen. Was das Auge da unten drunter ist, weiß ich zum Beispiel aber auch noch nicht. Hat die mir das eben erklärt? Jetzt sind ja aber meine Seele in der Boss-Arena oder bleibe die dann vorne dran liegen? So, jetzt ist der schon mal ein bisschen näher. Die haben halt schon auch eine relativ hohe Reichweite.
zu kurz. Ach, schade. Aber nur so, den zweiten Schlag hätte ich gerne noch mitgenommen, um die Energie mehr aufzubauen. Normalerweise ist es für unsere Spiele immer so, zumindest kann ich so, was Dark Souls 1, 2 und 3 und so angeht, ist eigentlich immer relativ sinnvoll zu gucken, kommen die jetzt wirklich alle gar auf Amo angerufen. Was ist dann jetzt kaputt? Nein, hab ich eben gesagt, einer von den Gegner wäre ich. Ich finde halt aber, ach, die sind so, die ganze Figur, also einschließlich mir, haben, finde ich, alles so ähnlicher Stil, ne? Ja, also irgendwie. Und warum kam dann jetzt eigentlich auf Amo diese verfickte Kugel da oben runtergerollt? Euch. Ich war auf der halben Brücke, da ist kein Kugel, kommt nix, aber wenn ich vorne bin und gehe die ganze Trottel kämpfen, ja, und mit dem Rücken zu dem Ding steht, dann kommt sie angerollt oder was? Ah jo, der 360 Grad Schlag, den brauchen wir. Ah jo, jetzt kommt der Anna auch angehupst. Was soll das dann? Nein! Hermo! Ich will nicht... Ach, dieses Lock-On. Das ist wirklich, wenn du wegrennen willst, ist das die Hölle. Wäre jetzt wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die Flasche zuerst zu nehmen und dann die andere Flasche inzusammeln, dann wäre ich wieder bei 20 gewesen. Ne? So sind es noch bei 19. Ich will halt jetzt nicht durch den Tunnel gehen. Es kann ja sein, dass ich irgendwas übersehe, aber so wie das Level jetzt aufgebaut ist, finde ich das tatsächlich nicht nur so geil. Also, weil der Weg zu dem Bossgegner so ewig weit ist und die ganze Gegner immer wieder da sind. Ja, jetzt kann er die Kugel da oben runtergehupft kommen. Jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Nicht so hart clever, das muss man einfach sagen. Warum hatten die Kugel eigentlich ewig die ganze Gegner nicht kaputt gemacht?
So dämlich, die eigentlich so irgendwie machbar sind. Gott! Jetzt wäre halt schon fast wieder die Überlegung, ob man nicht zurückgeht. Und auflevelt, bevor man zu dem Bossgegner geht. Aber hier gibt es nicht so irgendwas so wie Ringe oder so, dass man irgendwas ausrüsten kann, wodurch man dann die Seele nicht verliert. Hier, neu erwachen ohne Blutverlust. Wie funktioniert das dann? Durch das Bild auf diesem Pergament kann man sich die Rune klar vorstellen. So kann ein Jäger neu erwachen, ohne Blut-Echos zu verlieren. Dieser Trick erscheint fast so schön und wahr sein. Aber wie lang hält denn das? Jetzt quasi bis zum nächsten Tod? Oder für, keine Ahnung, 3 Minuten? Ja, vielleicht tun wir das gleich mal ausrüsten, wenn wir zu dem Bossgegner gehen. Weil... Ah, hier ist jetzt auch eine Nebelwand. Okay. Dann können wir nämlich... Nee! Hä? Was? Ich will nicht wieder erwachen. Hi, Pat. Ah, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dann bin ich quasi tot. Wenn ich... Ja, aber das steht halt neu erwachen. Ich hätte lieber beim Tod neu erwachen ohne... Opferer. Neu. Ah, jetzt bin ich wieder oben. Vielleicht sollten wir. Fein gezacktes Wurfmesser. Ja, das ist halt alles. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, ne? Ja. Soweit ist eigentlich alles in Ordnung. Man muss aber natürlich sagen, es ist nur noch eine Woche, dann geht's auch wieder weiter. Ey, Alter, ich bin kaum drin, du kommst ja schon angerannt. Schießt du. Jetzt nur was anderes. So war doch irgendwie so. Haben wir doch nicht so ein bisschen drumherum Lave und dann den ein bisschen so. Nein! Halt du den doch jetzt mal anvisiere! Er visiert ne nicht an! Ja, durch die Grabstellen durchgehupft. Hier ist es besser gelungen. Haut doch! Warum haut der dann jetzt nicht? Wo hängt der dann jetzt schon wieder? Auch natürlich auch extrem lang wieder sein Pulmo rausgeholt hat und benutzt. So stolz um euer Werk. Du siehst mir noch mit dem was. Das war eine anständige Jagd. Ja, aber der Vorteil ist natürlich, die 27 Urlaubstage kannst du halt so mehr oder weniger nehmen, wann du willst. Oder wann du brauchst.
Also irgendwie habe ich diese Spielmechanik in dem Spiel noch nicht so. Also ich schwanke zwischen verinnerlicht und verstanden. Ja, jetzt macht er auf einmal 2 hintereinander. Normal macht er immer nur eine. Ja, genau so macht er. Was heißt dann eigentlich das Auge dort unter meine Blutechos? Ja, warum haut der dem jetzt über dem Kopf drüber? Es ist ja ganz gut. Ich habe hier nebenher YouTube auf, dass ich gucke, ob es dort auch läuft. Das ist, keine Ahnung, 20 Sekunden Zeit verzögert, warum auch immer. Da konnte ich mir das jetzt nochmal in Ruhe angucken. Über nicht drüber gehauen über den Kopf. Warum kann er da nicht immer von oben eine unten hauen? Gib her die 48 Dinger. Warum müssen sie dann springen? Die kennen doch einfach Lava wie normale Menschen. Guck mal, 4 Blutviole hat er jetzt hier. Ja, ne, Schlag macht er immer. Wo hat der mich jetzt über eingetroffen? Ah jo, wäre ich nur Pfanne geschlagen und hinten getroffen. Das ist halt immer das, was ich mag. Du wirst bei allem, wirst du direkt gesteggert und kannst nicht mehr hauen. Und du kannst auf die drauf kloppen, wie du willst, ist dir nicht gerade egal. Es war eben sogar ein schwerer Angriff. Normalerweise wäre die durch ein schwerer Angriff kurz gesteggert. Zumindest so lang, dass ich noch mal kurz nur hin abhauen kann. Ne, vielleicht ist das ja auch so Sekiro-Geschichte, dass du quasi dann einfach irgendwann sozusagen einfach lernst, dann wie, also dass du Parry musst und so. Ja, mit den neuen Stöcke. Oh, das war jetzt viel. Wo kommen die her? Schön, zu kurz, geil. Das fängt schon an, dass ich mit dem Controller spielen muss. Weil ich will halt auch Bloodborne spielen. Weil alle sagen, es wäre richtig geiles Spiel. Ja, gut. Aber also ich glaube, Bloodborne, das kam doch vor Dark Souls 1, oder? Weil ich finde jetzt schon, dass man merkt, dass dann Dark Souls 1 auch noch mal gelernt kann, einfach was so Leveldesign und so Geschichte angeht. Und eigentlich würde ich auch gern Demon Souls spielen. Ja, wo bleibst du dann jetzt, Kurbel?
komisch, ne? Die Kugel, ich muss hier quasi do vorlaufen bis quasi fast zu der Treppe. Oder ja, wahrscheinlich nicht immer, also zumindest so lang vorlaufen, bis die getriggert sind. Und dann kommt die Kugel quasi, wenn ich wieder zurück am anderen Ende von der Treppe bin. Da ist so weit weg, der sieht mich doch gar nicht. Vor allem ist das ja auch noch Neville. Ja, was ist denn jetzt? Welche 857 oder so kostet ein Level, das heißt, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt zurückgehe für ein Level aufzuleveln, da kriege ich ja nur ein Level an. Also steht mich das eine Level jetzt in irgendeiner Form rette. Ich drücke ach jedes Mal die falsche Taste. Warum muss man immer auf die Schultertaste schlagen? Warum kann ich einfach auf X schlagen? Nee, wo hängt er dann jetzt schon wieder? Das ist aber ach, ey, der ist so richtig hinter die Boss-Arena, wo man an jeder Scheiß-Eck hängen bleibt. Nur was anderes. Kann ich doch nicht irgendwie die Treppe hochrennen und sagen, leck mich? Mehr oder weniger nicht. Sagen wir mal so, der Vorteil ist natürlich, dass du oben weniger Material ist zum Hängebleiben. Aber du hast natürlich auch nichts, wo du dich mal hinten dran so ein bisschen verstecken kannst, ne? Geil. Ey, schieß doch mal ein bisschen schneller, ey, das ist doch gar nicht. Hey, warum zieht eigentlich dem sein Scheißding mir die Hälfte von der Energie ab und wenn ich schieße, dann denkt er, ach du, hat der jetzt mit dem Papierkischel auf mich geschmissen. Ja klar, jetzt ist er gestickert. Ey, warum springt der dann jetzt nur Pfanne? Ich hab gesagt, er soll eine fucking Fläschchen nehmen. Oder er spritzt oder was er in sich reinhaut. Mit dieser dummen Pistole, das raff ich noch immer nicht. Da gibt's ja nicht immer, dass so irgendwie vernünftiges Tutorial oder so wäre, ne? Nur, ah ja, wenn der dich schlägt, dann musst du im richtigen Moment schießen, dann wird er gesteckert. Ja, was ist denn jetzt der richtige Moment? Vor allem, wenn er ein Halbjahr braucht. Guck mal, der hat die Pistole eh schon in der linken Hand. Und dann braucht er ein Halbjahr, bis der geschossen hat. Muss er eigentlich nur abdrücken. Aber es wohl nicht so schwer sein.
Warte mal. Man konnte doch hier irgendwie... Wie war denn das? Ne, man konnte doch irgendwie... Ah, genau, das wurde ich gemeint. Ja, habe ich jetzt nicht 5 Kurle mehr. Da steht ja 12 und unter die rot plus 5. Wie denn das jetzt zu verstehen? Jetzt 17. Sind das besondere Kurle? Schon gedacht, die werden dann einfach nur drauf gezählt. Ah jo, jetzt sind sie wieder am Doppeldecker unterwegs. Wenn er halt auch nicht immer 30 Jahre braucht, bis er mal mit seinem Ausholen durch ist und zuhaut. Ich hab gedacht, es reicht, dass er stirbt. Es hat nicht gereicht. Ah jo! Bringt die jetzt auch eigentlich überhaupt nichts, wenn ich wieder in die Oshia Spross-Arena renne? Ich wenn jetzt wenigstens so, das muss man halt sagen, das war bei Älteren halt echt geil, dass du quasi dann immer am Anfang von der Boss-Arena oder vor der Boss-Arena wieder aufgewacht bist. Weil das ist dann so, welche? Sterbe, neuer Versuch, sterbe, neuer Versuch, sterbe, neuer Versuch. Ja, und dann hast du quasi irgendwann relativ schnell so Fortschritt gemerkt. Und hier, wenn du immer die erste Halbweltreise machen musst, das ist halt dann immer scheiße. Sterbt! Nein! Ach Gott, ich bin noch nicht tot. Wow! Also sagen wir mal so, der Fallschade scheint in dem Spiel nicht so krass zu sein. In jedem anderen From Software Spiel wäre ich dreimal gestoppt, wenn ich da runtergefallen wäre. Ich habe echt nie dran gedacht, dass da hinten der Abgrund ist. Oder zumindest habe ich gedacht, da wäre noch ein bisschen mehr. Aber ich will halt möglichst lang gerade zurückgehen, dass die Gegner nicht nur links oder nur rechts ausweichen und die Kurve sie nicht treffen. Das ist. Hängt das irgendwie vom Gegner ab? Die Gegner hier, die tun jetzt quasi alle immer so Blut. Lächelige, keine Ahnung, Blutviole fallen lassen. Aber teilweise gibt es dann und dann lassen sie in einer durch Silberkugel fallen.
Kennt beides gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Dauert das länger? Aber ich halt aber auch mehr Reichweite. Ach, ich will. Hab auf Ausweiche gedrückt. Stolz am Dreimal Rat, hintereinander dass habe ich auf Ausweiche gedrückt. Der hat selber nicht gemacht. Anständige Jagd. Warum wäre ich bei jedem Scheiß gesteggert und die nicht? Ausdauer hatte ich auf jeden Fall noch mehr als genug. Ich will ein Schild haben. Block ich nur weg. Allen elenden Bestien! Ah jo, jetzt kommen die wieder beide anguckt. Das geht der nicht reiche. Ich sag mal so, Blutviole darf sich jetzt aber gegen mich ran. Es hätte eben vielleicht gereicht, um den anderen Schlag einfach direkt hinterher zu setzen, aber ich habe mich nicht getraut. Eigentlich selbst bei Dark Souls würde ich jetzt sagen, also waren die Leuchtfeuer jetzt irgendwie geiler platziert? War nicht gedrückt. Waren die Leuchtfeuer jetzt vielleicht ein bisschen geiler platziert, muss ich sagen. Also weil es geht jetzt quasi dort rum, dass ich nicht jedes Mal hier eine halbe Weltreise hinter mir habe. Kommt jetzt die Feuerkugel? Nee. Ach, ich verstehe das nicht. Manchmal kommt sie, manchmal kommt es nicht. Ach, jetzt kommt sie doch, oder was? Nicht lange. Also ich raff nicht, wann der die losschickt. Sehr stark. Und das macht er halt so in 80% von den Fällen einfach Schlag noch gesetzt. Also manchmal, du machst er halt auch sein 5er-Kombo.
Guck mal, das wird jetzt noch nicht mal für ähnliches Level reichen, ne? War eben das Pünktchen vor der 5 nicht rot? Warte, stopp mal. Das ist hier mein Blut-Echos. Jetzt sammeln wir mal noch schnell in. Wenn er wisst, wie es geht. Ah, geil. Wow. Warum wird der da nie geflickert, wenn ich nicht treffe? Warum ist mein Waff eigentlich nicht ausgefahren? Aua. So, ich habe geschossen. Warum ist er jetzt nicht gestaggert worden? In seiner Angriffsanimation drin. Das ist jetzt schon die zweite Phase oder der 3 Phase. Warum, wo hängt der denn jetzt schon wieder? Alter, ey, an irgendeinem Grashalm oder was? Warum trifft der dann nicht? Der andere 50.000 Meter Reichweite und ich 3 Zentimeter. Ja, der kann durchschlagen, ich nicht. Das ist halt jetzt auch wieder der. Nein. Ja, bei mir geht's nicht. Ah jo, durch die Grabtür, durch die Schnelldurchschuss. Nein. Ja, wieder den Fokus verloren.
ist er dann? Komm nur her jetzt. Hopp. Nein! Warum kann er den da jetzt nicht anvisieren? Warum muss er nur jetzt wieder die Kamera so komisch ausrichten? Jetzt will der Wemo. Ich weiß nicht, wann der gestickert wird und wann nicht. Hängt der dann jetzt schon wieder? Ist das dann für eine behinderte Spielmechanik, ey, mit diesem Lock-on und dann so komische Arene, wo wenn du dann den Gegner siehst nicht mehr, was hinter dir ist, kannst du nicht mehr ausweichen. Ich weiß nicht, wie manche Leute mit Controller Spiele kennen. Also es ist für mich unbegreiflich. Gut. Manche Sachen davon wären mit Maus und Tastatur auch nicht besser. Du kannst ja wenigstens, sag ich mal, einfacher die Sichtfeld wieder wechseln. Kann ich natürlich auch keine Kurle mehr. Gut. So gut wie ich die Kurle benutze, ist das wahrscheinlich jetzt auch kein Modell. Wenn man natürlich weiß, wie es geht, dann ist es wahrscheinlich scheiße. Diese. Bei meinem schweren Angriff wird er normal immer gestaggert und jetzt auf Aim und nicht oder was? Da steht auch wieder kein Mensch, also ich nicht. Mo, 49 Mo gestaggert und Emo macht der de Tackle aus dem Football. Es ist ja eigentlich auch ganz geil, wenn es quasi nicht immer genau das gleiche ist, genau der gleiche Ablauf, weil dann kann man sich das instellen, dann wird es langweilig und so. Also wenn du öfters mal was Neues ist, ist ja irgendwie geil. Aber ich kann das jetzt gerade nicht bauen. Ja, Kurre, wo bleibst du? Nein, nicht wieder runterfalle. Spring weg. Ihr seid verflucht. Der passt so runtergefallen. Ja, der Avenger 3 Mal hintereinander. Wäre jetzt halt nur geil zu wissen. Kann ich natürlich nicht. Ob vielleicht geht in den Bossgegner auch so Molotov-Cocktail ganz geil wäre, ne?
Das wäre aber noch interessant zu wissen. Nur ganz davon abziehen, dass man keinen mehr Hund. Aber dann würde ich mir jetzt halt einfach nur 3 Stück hole gehe. Wenn ich das wüsste. Weil ich gehe mir jetzt keine 3 Stück hole, um dann rauszufinden, dass es genau gar nichts bringt. Auf der anderen Seite, in dem Gebiet haben hier so Molotow-Cocktails eigentlich relativ oft relativ gute Dienste erwiesen. Warum kann der den da nicht einfach anvisieren? Ah jo, 90 Grad bin ich geschlabert. Ich seh doch nix, wenn die Scheißfigur um Weg ist. Wie hat denn der sich jetzt eigentlich schon in die Bahn gedient? Und warum tut denn der einer durch den scheiß Lock und verliert? Ah, ich schieße ja. Ich stehe da, schieße. Wenn ich das dann nicht nicht so, wie ich es brauche. Da gucken wir, wie viele harte gehen seit fucking Schuss machen, wie viel meine mache. Wie peinlich, sowas Pistol zu machen. Den Overschlag, den Smash, den hätte ich jetzt noch mitgenommen tatsächlich. Ja, dann behalt den doch bitte einfach nur im Lock-on. Ist jetzt nicht so, als wäre der 50.000 Meter weg. Zu stolz, um euer wahres Gesicht zu Jetzt zeigen. guckt er das doch immer an. Der haut mich, ich schlei 30 Sekunden auf den Boden. Der rabbelt er sich auf wie so ein alter, was weiß ich, 85-Jähriger. Ah, meine Hüfte, ah, mein Knie, warte, ich bin jetzt halb hoch, ich muss mich nochmal ausruhen. Und der haut dir einer durch drauf. Wenn du dich da nicht gerade hinter so einem Grabstein versteckle durch, hast du ja überhaupt keine Chance mehr, überhaupt irgendeinen Drang oder irgendwas zu nehmen. Ja, hier ist er quasi nicht gesteckert worden, ne? Jetzt habe ich quasi auch wieder alle Blutviole aufgebraucht, so mehr oder weniger. Was kostet Molotow-Cocktail? 180, jetzt ist mir jetzt egal. Ich gehe mir jetzt einer hole, ne, 2 gehe ich mal hole. Und dann gucke ich, ob die bei diesem Jäger vernünftiger Schade machen. Und wenn ich dann 10 Minuten Blut-Echos lode,
um mir 10 Molotow-Cocktails zu holen und dem nur damit zu beschmeißen. Und ich hab auch schon ganz getröppelt so, weil ich nicht bei ihr aufleveln komme. Aber was soll ich denn machen? Ich habe ja nicht genug Blutechos. Mit dem Fernrohr betrachtest du Dinge aus der Ferne. Wer hätte es gedacht? Ihr seid verflucht! Ich glaube, wenn die Waffe dann so ingeklappt ist, macht sie dann schon ach mehr Schade irgendwie, ne? Aber ich halt ach behindert die Reichweite. Das muss mal da sein. Kann man das eigentlich auch mehrfach machen? Mit diesem, Dingens hier do? Dem do? Nee. Scheinbar nicht. Guck, jetzt ist nämlich statt so gelber Punkt und eben war da der schwarzer Punkt. Nein! Sagen wir mal so. Das hat ja schon besser funktioniert. Genau, ist jetzt so wie eine Kranstelle. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht sein. Ja, schon noch viel Zeit. Wie hat denn der überlebt? Also ich habe so das Gefühl, dass entweder aufeinanderfolgende Schläge mehr Schaden machen oder dass die Anzeige, wie viel Schaden ich gemacht habe, also diese Blutanzeige, die weniger wird, dass die irgendwie nicht korrekt implementiert ist, weil es sieht immer so aus, als würde ich im ersten Schlag kaum Schaden machen, aber mit dem zweiten und dritten Schlag extrem viel.
Probieren wir mal aus, was so ein Molotow-Cocktail bei dem für Schade macht. Wahrscheinlich ist es aber nicht der Rede wert. Meistens so. Nein, ich wollte doch mal Shit jetzt aufheben. Ajo. Ach so, warte, ich wollte ja ausprobieren, was passiert. Naja, macht schon nicht wenig Schade, aber wenn man mal ehrlich ist, nicht so viel Schade, dass ich das jetzt lohnen wird, im großen Stil in Molotow-Cocktail zu investieren. Wenn er nicht an jeder Scheißeck hängen bleiben wird. Du wieder hänge! Durchbaum, Durchbruch. Stark gemacht. Stark gemacht. Jawohl, endlich hat das so funktioniert. Doch jetzt auf durch die Grabstellen durchzuschießen, das geht bei mir doch auch nicht. Alter, du hast schon dieser Schlagerpreis. Und wie sagst du mir? Ah jo, wie konnte ich denn jetzt auch drum ahnen, dass er jetzt wieder um die Ecke rennt? Warum zieht mir das immer so viel ab und dem nicht? Mit den scheiß Schüsse. Und ach, kaum noch welche. Noch 2 Stück, das ist genau gar nicht. Vor allem bei meinem Skill-Level, was Schieße angeht. Oder sagen wir mal, das Schieße zum richtigen Zeitpunkt. Was geht denn jetzt ab? Als wäre es jetzt eben nicht schwer genug gewesen.
So. Das war's für heute. Mit dem machen wir am Samstag weiter. Spätestens. Ich würde ja auch irgendwie gerne Musik so außer der Reihe unter der Woche streamen. Meistens kriege ich es halt nicht hin, ne? Aber war jetzt für heute nochmal Schluss. Der hat mich genug Nerven gekostet. Guck mal, jetzt habe ich da oben 2 Aue. Was sind die Aue? Das muss ich mir mal irgendwie durchlesen, was das zu bedeuten hat. Heißt das vielleicht, das sind quasi das, also es sind jetzt 2 Gegner da, die irgendwie Blutechos von mir haben oder so? Ne? Naja gut, also, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hoffe, sie wird nicht ganz so stressig. Ich gucke mal, ob ich es außer der Reihe hinbekomme mit dem Streamen, aber ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. Und dann müssen wir gucken, dass wir den irgendwie gebatscht kriegen, aber wenn man sich das mal anguckt, ne, wir haben quasi nimmer die volle Anzahl an Blutfiole, wir haben nur noch 1 Schuss, also sagen wir mal so, einfacher wird es dadurch nicht. Gut, also ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann spätestens am Samstag wieder. Bis dann. Ciao.